Ich hätte gut und gerne auch noch ein bisschen länger bei meiner Frau daheim bleiben. Letztes Mal, als ich da war, bin ich noch schwanger mit der. Und zwar gehen wir schon das erste Mal zum Kinderarzt. Zum Wohl! Zum Wohl. Alexa, Licht an. Ja, guten Morgen allerseits. So, zurück im Büro. Irgendwie schräg, wieder da zu sein. Ich hätte gut und gerne auch noch ein bisschen länger bei meiner Frau daheim bleiben. Aber irgendwann muss auch mein Vaterschaftsurlaub zu Ende gehen. Ich bin mega froh und dankbar darum, dass ich ihn auch machen konnte. Vielleicht für die, die sich fragen, ja, auch als Selbstständige hat man Vaterschaftsurlaub zu gut. Wir sind ja bei unserer eigenen GmbH angestellt und da kommen wir natürlich auch EO über. Also sowohl die Meli für den Mutterschafts- und ich auch für den Vaterschaftsurlaub. Von dem her nehme ich sehr gerne, oder habe ich sehr gerne angenommen. Ich glaube, die Zeit, die wir jetzt hier zusammen hatten, war mega wertvoll gewesen. Ja, jetzt geht es aber wieder los und ich freue mich eigentlich. Es stehen ein paar spannende Sachen an und ich freue mich vor allem auch, euch hier, dieses Jahr ein bisschen mehr mitzunehmen. Bis jetzt haben wir es aber nicht so gut geschafft, wirklich hier euch ein bisschen behind the scenes zu zeigen, was wir alles so machen hier im Büro. Diese Woche ist sicher noch zuerst mal ein bisschen finden, also vor allem heute. Den heutigen Tag nutze ich mal, um zu schauen, wie es so läuft. Es ist nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe in diesen 2 Wochen oder nie irgendwie ins E-Mail-Postfach geschaut habe. Haben wir wieder mal kontrolliert, was so läuft und auch, was unsere Leute so machen. Aber es hat eigentlich alles reibungslos funktioniert. Morgen haben wir dann den ersten Coworking-Tag mit dem Team. Auf den freue ich mich auch, dass ich alle wieder mal sehe. Und ja, ich freue mich, euch dann auch alle mal vorzustellen vom Team. Alexa, Licht aus. So, wie sehen, bin ich bis jetzt noch allein im Büro. Kann sein, dass am Nachmittag so schnell jemand kommt. Ich gehe jetzt mal etwas zu Mittag holen. Meli, die Kleine, kommen auch vorbei. Wir haben am Nachmittag mal abgemacht. Ja, ich würde sagen, Zeit für Meni 1. Seitag der Bücher. Genau. Meni 1, Seitan Capito. Habe ich schon ein bisschen vermisst. Meni 2 werden übrigens Partei. Das gibt's dann wohl. Hallo? Ja. Das ist mal Timing, hä? Ja, ja, cool. Das war ein Büro. Ja. Ja, kannst du 3-mal raten, was es nicht hat? Ah.
irgendwie mega unwirklich ist Ella jetzt hier bei uns im Büro. Weil letztes Mal, als ich hier war, bin ich noch schwanger mit ihr und dann haben wir den Jahresrückblick geschaut, wo du am Schneiden warst. Und jetzt ist sie einfach da. Bei uns. Bei uns? Ja. So schön. Schön war's. Ja. So. Noch gute Nacht. Dir auch. Spaß. Danke. Hoppla. Das habe ich immer gesehen. Warte, warte, dreimal. So gut. Tschüss. So, die erste wichtige Task vom Tag habe ich gemacht. Und zwar bin ich hier gerade noch das Video von unserer Geburtsstory am Finalisieren gewesen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, unbedingt schauen. Das werden wir hier irgendwann sicher auch verlinken. Jetzt ist es hier am Exportieren. Genau, und parallel schneidet Della schon am letzten Weekly-Vlog, also dem, wo übermorgen kommt. Ah was, es ist ein riesen Chaos momentan, weil wir da irgendwie so mehrere Videos gerade gleichzeitig am Shooten sind. Ich glaube, für euch macht es schon Sinn, weil alles in einer Reihe kommt. Okay, jetzt habe ich das letzte Video nochmal gelesen, zum Glück, weil natürlich ist nicht Ella am Videoschneiden, das wäre ein bisschen gar früh, wenn sie mich da jetzt schon bei dem unterstützen. Wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann noch. Nein, natürlich, die Lynn ist am Vlog schneiden. Sie hat da eigentlich alle letzten Vlogs geschnitten und ja, tut uns auch sonst viel im Videoschnitt unterstützen. Ihr lernt sie dann morgen auch noch kennen. Sie kommt dann eben da zum Coworking-Tag vorbei. Aber eben, wir müssen hier jetzt noch zusammen irgendwie ein gescheites Schedule herausfinden, wenn, wie, wo, dass wir die Weekly-Vlogs bringen. Also in welcher Regelmäßigkeit ist klar, wir werden auch jede Woche eins produzieren, aber das ist jetzt halt in den letzten Wochen so also um die Geburt herum und nachher jetzt im Wochenbett natürlich nicht unbedingt im Vordergrund gestanden. Ist ja auch gut mal so. Aber ab jetzt werden wir das eigentlich ein bisschen regelmäßiger bringen und dann sicher auch irgendwie einen fixen Tag haben, wenn das der Vlog dann kommt. Mal schauen, vielleicht ist es der Dienstag, vielleicht auch der Mittwoch, aber ja, das erfahrt ihr ja dann da. Sie. Hallo! Lynn, du machst das schon sehr gut mit der Behind the Scenes, hoffe ich, also nicht gesehen. Sie kommt immer von St. Gallen aufs schöne Aarau, darum habe ich gedacht, ich muss ihr jetzt da mal zeigen, ja, dass Aarau nicht immer nur grau ist. Vor allem heute, gestern war es wirklich morgen recht grusig gewesen, aber jetzt ist es herrlich. Wunderschön! Ja. Ich bin gar nicht zurück ins Büro, aber ich glaube, wir müssen jetzt gleich gehen. Ja, leider. Also ich habe jetzt mal Aber die Block. Lynn übernimmt gerade schnell den Laden. Nein, ich muss schnell einen Termin. Und zwar gehen wir schon das erste Mal zum Kinderarzt. Ja, der hat irgendwie so einen weißen Belag auf der Zunge, der nicht weggeht. Den müssen wir jetzt mal anschauen. Zum Glück ist der Kinderarzt in der Stadt. Da komme ich noch mal ein bisschen an die Zunge.
Hallo zusammen. Hoi. Hoi. Du da bist am Hause. Gerade eingeschlafen für dich. Ja, wir sind ein bisschen offroaden. Da nicht stimmen. Da nicht Habe ich stimmen. von ihm eben. Ja. Machen wir das. So. So, also alles picobello gsi. Ich glaube nur ein bisschen viel Milch getrunken. Ja, aber wir haben gerade herausgefunden, Ella, also allgemein Kinder, Babys, so Kinderwege haben eigentlich die beste Perspektive, um da die schönen Gipfel von unserer Stadt anzuschauen. Zwei Parteien, zweimal. Zum Mitnehmen, ja. Das haben wir jetzt gefreut, ja? Ist Ist es hier am Gähnen oder am Schreien? Das ist eben die Frage. Ja, das ist am Gähnen. So, nach dem ganzen Tohu Wabohu über den Mittag sind wir wieder zu dritten im Büro. Jetzt inklusive Roger, er ist unser Spätaufsteher. Er kommt aber nicht mehr erst auf den Mittag. Aber er hat ja heute auch recht Programm. Jetzt geht er dann noch shooten, gell? Ja. Wo? Muss ich noch schauen auf den Plan? Nein. Nein, in Gretzenbach bei Two Stories. Ja. Und machen ein paar Fotos. Und ja, mal schauen, was mich noch erwartet dort. Bin gespannt. Beim Shooting bei Two Stories sind diese coolen Bilder entstanden. Two Stories, das sind Nicole, der Martin, der Michi und neu der Kevin. In Gretzenbach im Kanton Solothurn bauen sie auf Bestellung VW-Büsli zu wunderschönen Camperraum. Mehr Infos dazu findet ihr auf twostories.ch. Aha, aha. Ah, ja, ja, voll. Ja, machen wir so. Ich kann das nicht. Das klingt durchgestellt. Okay. Ja, ich wollte gerade einen Anruf nachstellen, den ich vorher gemeint habe, ich habe ihn aufgenommen, aber ich habe keinen Akku mitgenommen. Ja, hat nicht so ganz funktioniert. Aber auf jeden Fall haben wir vorher gerade Johannes angerufen. Das ist der Besitzer, also der aktuelle Besitzer von unserem neuen Wohnmobil. Und genau, der hat mir jetzt gerade Bescheid gegeben, dass sie seine Garage gebracht haben. Dort wird jetzt alles tiptop gemacht. Warten wir noch auf ein paar Ersatzteile von Hymer. Die gehen 2 bis 4 Wochen, weil sie halt, ja, jetzt ein bisschen älteres Modell ist. Aber soweit ist eigentlich alles gut. Das heisst, es geht nicht mehr lang und wir können euch die neueste Edition in unserer Van-Flotte zeigen. Ja. So, Auftrag erfolgreich ausgeführt. Ich glaube es, ja. Hast du Bier mitgebracht? Ja, das war schwer zum Tragen, ja. Ja, Also, 3 Gaschen oder so. Ja, gell? Habe ich gerade eine Bestellung aufgegeben, sag mal. Ich kann 3-mal raten, wer nimmt welches Bier? schwierig, hä? In dem Fall? Du, auf einen erfolgreichen ersten Coworking-Tag von diesem Jahr. Hat mir Spass gemacht. Zum Wohl. Zum Wohl zusammen. Zum Wohl euch dort. Ich würde sagen, wir beenden den Weekly-Vlog hier schon. Es ist zwar erst Dienstag, aber wir haben so viel gevloggt die letzten 2 Tage. Und ich einfach vor allem mal ein bisschen einen Einblick geben hier, hinter die Kulissen auch von unserem Team. Einer, der fehlt noch, der ist im Moment Zu Holland. in Holland. Ja. Amsterdam. In Amsterdam, genau. Aber den Sammy habt ihr ja vielleicht auch schon mal gesehen in einem Video von uns. Er war mit mir in Finnland gewesen. Und ja, er ist dann sicher auch ein anderes Mal wieder dabei. Also dann, hey, ich würde sagen, ja, das ist schwierig ohne Meli. Oh. Geht raus und schreibt euch eure eigene Geschichte. Zum Wohl! In der nächsten Folge hier auf Storyflow.
Leider habe ich mir gestern im Turnverein meinen Knöchel verstaucht. So, wir sind gerade mitten am Shooten. Es ist echt arschkalt, aber wir sind gut vorbereitet. Und ich würde sagen, das nächste Mal geht der Flo wieder. Genau. Jetzt abonnieren und kein Video mehr verpassen. Geht raus. Und schreibt euch eure eigene Geschichte.